Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Ja, heute ist nicht nur eine Episode von Monkey Island, sondern es ist die letzte Episode in dem Jahr, die ich auf meinem Kanal veröffentliche. Und ich bin auch froh, dass es Monkey Island ist, um ehrlich zu sein. Da muss ich dann nichts Großes mit Facecam und so weiter leisten. Und ich mache auch so ein kleines Jahresrevue, würde ich mal sagen. Also generell privat und vom Arbeitstechnischer lief 2018 eigentlich relativ gut. Würde mich mal interessieren, wie es bei euch eigentlich so lief. War ein schönes Jahr an sich, muss ich sagen. Und generell auch hier, was mein Kanal angeht, habe ich auch viele neue Abonnenten gekriegt, muss ich sagen. Leider nicht die 200. Hey, was machst denn du hier? So, jetzt machen wir mal hier was. Ups, ey. So. Hier. Jetzt kriegst du mal was auf das Senkel. Zack. Jo! Nimm das, du kleine, widerliche, beschränkte Kröte. Hey, was denkst denn du, wer du bist? Ich bin Guybrush Threepwood. Die Leute erinnern sich nicht immer an mich. Und deswegen nehme ich das mit. Ich reiß dich auseinander. Oh! Was machst dann? Wie machst dann du das? Lago Lagrange, du bist ein ziemlich wüster Kerl. Ich befehle dir von meiner Insel, mein Geld zu geben und von der Insel zu verschwinden. Ich hab dein ganzes Geld schon ausgegeben. Oh, na dann befehle ich dir auf jeden Fall, die Insel zu verlassen. Versuch's da und ouch! Oh, jetzt geht's in mir raus, die Note. Tja, du sollst dich nicht mit dem Typ anlegen, der Geisterpirat LeChuck niedergemacht hat. Was war das? Du hast LeChuck umgebracht? Ja, das habe ich definitiv. Interessant die Geschichte eigentlich, also... Die Wahrsager hat gesagt, dass das passieren wird. Hat sie auch sowas? Ist es? Ja, das ist LeChucks Bart. Immer noch am Leben und zuckt. Lass mir mal das mal angucken. Igitt? Oh, das lebt, wirklich. Das ist das lebende Ding von LeChuck, wodurch ich Jahre gesucht habe. Jetzt kann ich ihn endlich wieder zum Leben erwecken. Sieh dich vor, Welt, der befürchtete Pirat von aller Welt wieder bald die Segel setze. Ups. Ja. Das ist wohl etwas dumm gelaufen. Ich glaube, das stimmt, Guybrush. Wenn er etwas hat, was von LeChucks Körper noch lebt, kann er wiederbeleben. Aber ich habe seinen Körper doch in Zillionen Stücke gesprengt. Nicht sein Körper. Du hast nur sein Geist besiegt. Sein Körper ist immer noch irgendwo begraben. Aber der ist verrottet, teilweise kompostiert, ja. Und das macht's nicht einfacher, mit ihm umzugehen. Oh, der wird noch mir suchen. Ja. Und er wird versuchen, mich umzubringen. Unzweifelhaft. So, jetzt trinke ich aber noch einen Schluck. Der ganze Lago-Kram, der zehrt ganz schön an meine Stimmbänder. Ach ja, schön. Was ich vorher natürlich auch noch sagen wollte, ich habe ja eigentlich vorgehabt, 2018 die 200 an Abonnenten zu sprengen, würde ich mal sagen. Wir sind bei 145 Abonnenten derzeit. Stand ist übrigens 21.12., wo ich das hier aufnehme. Und sind derzeit bei 145 Abonnenten und ich habe die Hoffnung, dass wir dann auf die 150 bzw. auch auf die 200 im Jahr 2019 kommen könnten. Euer Hilfe ist gefrocht, aber ich muss auch sagen, für jeden Einzelnen, der neu abonniert hat und der bei mir immer noch Projekte guckt, wirklich vielen herzlichen Dank an jeden Abonnent, der abonniert hat, der zuguckt, der Feedback gibt, der kommentiert, der Likes gibt. An jeden einzelnen Abonnent und jede einzelne Abonnentin, vielen herzlichen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr seid echt die Beste. Aber je nachdem, wie es sich das mit den YouTube-Nutzungsbedingungen 2019 darstellt, schauen wir mal, ob es überhaupt noch Let's Plays gibt. Das wird sich zeigen. Aber vorerst mal hier, was kann ich machen? Wo kann ich mich verstecken? Kannst du mir irgendwas geben, womit ich mich beschütze, womit ich mich verteidigen kann? Oder was mich verteidigen kann? Kannst du mich einfach nur umbringen, dass wir das hinhauen sind? Ja, was kann ich dann machen? Du machst doch schon alles, was du kannst. Und das wäre noch Big Whoop jagen. Ja, das habe ich eigentlich gemacht. Das ist nicht nur ein Schatz. Es ist ein Portal in eine andere Welt. Find die Welt und du bist in der Lage, vor LeChuck zu fliehen für immer.
Aber ich weiß so, wenn ich über Big Whoop, nimm dir das Buch. Ups, das war jetzt wieder zu schnell. Wo hast denn das her? Das habe ich aus der Fat City Bibliothek. Und ich habe schon vorausgesehen, dass du das brauchst. Dankeschön. Ich habe deinen Namen benutzt, beim Auschecker. Ja, und die Gebühren sind ziemlich gewaltig. Ach du liebe Zeit, Dankeschön. So, jetzt gehen wir erstmal hier raus, weil hier ist die Musik schon ziemlich laut. Und wir lesen dann noch, was in dem Buch so drin steht. Ja, wie gesagt, also die 200 Abonnenten habe ich leider nicht geknackt 2018, wie ich es eigentlich gedacht habe, aber fast die 150 erreicht. Insofern wirklich vielen lieben Dank an jeden von euch. Das war echt großartig. Ohne euch nicht möglich. So, jetzt gehen wir nochmal hier nach Woodtick und erzählen da alle die gute Nachricht, dass das Lago Lacrande weg ist. Aber vorher gucken wir uns mal das Buch hier an. Und zwar hieß es Big Whoop, ungelöstes Bonanza, keine Ahnung. Da habe ich immer nur den Western im Kopf oder Mythos. Ja, er liest den Titel vor. Das ist faszinierend. Es hieß, es gab 4 Piraten: Rapscallion, der Koch, der junge Lindy, der Kabinenjunge, Mr. Rogers, der erste Mart und Captain, guter Gott, Captain Marley. Ich freue mich, ob es da irgendwelche Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Die Hände Schatz mit viel Falle in einen Ort namens Inky Island vergraben. Die Hände Kart angelegt und haben es in 4 Stücke gemacht. Und jeder hat einer mitgenommen. Rapscallion ist zu seinem Wiener Bude noch Scab Island gekommen. Und der ist dann, beim Brand ums Leben gekommen. Der junge Lindy hat versucht, sein Glück zu finden auf Booty Island. Und hat anscheinend Bankschulden gehabt. Und Mr. Rogers hat sich zur Ruhe gesetzt an der Küste von Fat Island. Er hat sein hausgemachte Grog gebraut in der Badewanne, bis er plötzlich verschwunden ist. Und Captain Marley ist beim America's Cup Race verloren gegangen. Okay. Tja, interessant. So, erzählen wir nochmal den Leuten, was Sache ist. Okay. Also Woody. Ja, Lago Lacrande werde ich nie wieder ärgern. Ja, ich habe gehört, dass Marty ihm ein paar Nadeln in seine Unterhose reingemacht hat oder sowas in der Art. Hat auf jeden Fall dazu veranlasst, dass er aus der Stadt geht. Nee, das war ich. Du? Was hast schon du mit Lagos Unterhose zu schaffen? Macht nix. Ich guck mich nur um. Hopp. Ja, natürlich. Guybrush erntet leider nie die Lorbeere. Das muss, glaube ich, auch so sein. Das ist auch so ungeschriebenes Gesetz. Okay, wir wissen aber auf jeden Fall jetzt, wo die 4 Mitglieder hier verschwunden sind, die sich hier deren Karte von Big Whoop angenommen haben. So, jetzt gehen wir wieder in die Küche. Du solltest eigentlich kochen. Ja, ich musste aber die Messer schärfen. Netter Versuch, aber nicht gut genug. Du bist gefeuert. Jo, das macht mal nix. Hey, Entschuldigung. Ja, buh. Lago Lacrande hat Scab Island verlassen. So. Ich glaube, das ganze Zeug, was ich doch in die Drinks gemischt habe, hat jetzt irgendwann mal funktioniert. Was? Ach, keine Sorge, die mache ich ja nicht in alle Drinks rein. Okay, na dann mach's gut. Da hat jeder jetzt seine eigene Theorie, wie Lago eigentlich jetzt abgehauen ist. Ja, mit Voodoo Puppe und Guybrush Threepwood mit der Wahrheit, da hat es nicht sehr viel zu tun. Schade eigentlich. Gut, dann sagen wir doch mal, ach Wally, was Sache ist. Hey Wally! Ich hoffe, ich hab's ja verloren. Hi Wally, wer ist denn da? Ohne mein Monokel sehe ich doch nichts. Hey, ich hab's geschafft. Lago Lacrande hat Scab Island verlassen. Das ist ja super. Ich glaube, ich kann nicht aufhören, Baxter in sein Fenster reinzuwerfen. Okay. Ja. Wer ist denn da? Ohne mein Monokel sehe ich doch nichts. Sonst noch?
Ja, ist Longitude the sideways one or is that latitude? Keine Ahnung. Ich glaube senkrecht und waagrecht oder ist ja gerade, oder? Ich kann mir das nie merken. Ach, das ist so goldig, wenn Laie versuchen, sich in Geografie zu verstehen. Versuchen. Das wird über ihren Verstand hinausgehen. Ja, ich muss jetzt gehen. Okidoki. Und ich bin auch froh, dass ich den Monokel geklaut habe, du kleiner Giftzwerg. Wie soll ich denn jetzt schaffen? Tja, schaffen kannst du jetzt nichts mehr ohne dein Monokel, so ist das halt. Sodala. Vielleicht kann ich heute das auch was schlecht sie zupetze. Okay, hey, Matt Marty. Gute Nachrichten. Ich hab Lago die Insel verlassen lassen. Was hast du gemacht mit dem Sand? Wen interessiert denn das? Ja, okay. Scheint wohl nicht zu interessieren. Hey, Männer mit niedriger Moral. Joho! Die scheint wohl gar nichts zu interessieren. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu Captain Dreadman und segeln hier weg. Wie gesagt, für jeden Jamaikaner, der sich so Klischee angucken muss, tut mir's wirklich leid. Ach, wenn man auf so Stereotype runtergedrückt wird, ist nicht so besonders schön, finde ich. Okay. Na dann. Wir haben das Lago-Embargo weg. Wir haben das Auge, was die Welt gesehen hat. Und wir haben 20 Piaster. Das ist doch optimal. Also, Captain Dread. Glücklicherweise gilt die Pauschale von 20 Piaster für so oft ich reise will und nicht jedes Mal, wenn ich reise will, 20 Piaster abdrücke. Das wäre schon ziemlich heftig. Sodala. Also, Captain Dreadman, hier. Du kriegst das Auge, was die Welt gesehen hat. Hätten Sie gern mein Monokel? Danke, Mann. Ja, das ist genauso gut wie mein Glücksamulett. Was kann ich denn noch für dich tun? Ich muss ein Schiff chartern. Hast Glück, mein Freund. Laut Gerüchte ist Lago von der Insel fort. Ich kann jetzt endlich wieder segeln, das einzigste Problem. Ich glaub nicht, dass ein Typ wie du 20 PR starten, Mann. Ja, die habe ich aber. Na dann, Mann, gehört ja mein Schiff zum Chartern. Wo ist das Schiff? Du stehst drauf, Mann. Irks. Part 2. Die 4 Kartenteile. Errungenschaft freigeschalten. Das Lago-Embargo abgeschlossen. Ausgezeichnet. Tief in der Karibik, wo durch einen endlosen Sturm versteckt liegt LeChucks Festung. So. Wie kann man jetzt den Körper von einem alten, aufgeblasenen... Ich werde den Kommentar jetzt mal ignorieren, Lago. Aber nur, weil du alles erzählst, was du über Guybrush Threepwood willst. Naja, dann habe ich irgendwo Scab Island gefunden. Sehr gut. Keiner wird die Überhand über LeChuck haben. Und er kriegt was verdient. Denn wär ich jetzt auch mal ordentlich aufmischen. Und du suchst noch und enttäuscht mich nicht. Niemals, Voodoo, Lordschaft. Guybrush Threepwood ist erledigt. Und du musst mir noch eine spezielle Voodoo-Puppe machen. Mit Vergnügen. Ja, jetzt kann ich Big Whoop suchen. Und ich kann auch einen Schluck Wasser trinken, weil LeChuck und Lago sind ziemlich brutal zu synchronisieren. Ah, sehr gut. Weil LeChuck als Zombie, der rennt halt nicht nur so, sondern der spuckt auch ziemlich arg dabei. Deswegen ist LeChuck jetzt auch wieder eine etwas größere Herausforderung vom Übersetzer. Und da nehmen wir doch auf jeden Fall mal hier das Papageienfutter noch mit. Gucken wir uns einmal an, das Ding. Da ist ein Bild von einem Papagei drauf. Alles klar. So. Na dann. Willkommen auf der Jolly Rasta, Mann. Wo willst du denn hier? Ich weiß noch nicht, was sind dann meine Möglichkeiten, wo ich hier kann. Tja, ich weiß noch, wie man zu 3 Inseln kommt, Mann. Und die sind? Die eine ist Sky Island, wo wir herkommen. Die einzige Insel, wo Piraten noch frei sein können, Piraten zu sein. Da gibt's auch Booty Island. Die Mardi Gras Insel, wo immer Party ist.
Und da ist auch noch der respektabelste Gouverneur, und zwar Gouverneurin Elaine Marley, die es regiert. Elaine? Und dann gibt's noch Fat Island. Faschistischer Diktatorinsel, wo so ein Fettsacksager hat. Und du kannst mal zeigen, wo du hin willst, und dann fahr mal da hin, Mann. Alles klar, Scab Island sieht ein bisschen aus wie ein Dinosaurier, fand ich immer wie so ein Stegosaurus. Nicht Stegosaurus, Quatschwesen, sondern die mit einem langen Hals. So sieht es aus, halt sehr korpulent mit Buckel, aber es sieht ein bisschen aus wie so ein Dinosaurier. Ja, wir gehen zuerst nach Booty Island. Würde mich auch noch interessieren, ihr liebe Leute, was macht ihr denn eigentlich an Silvester, während wir jetzt gerade so wunderschön hier durch die Gegend schippern? Was macht ihr dann an Silvester? Was sind so euer Pläne? Ich feiere Silvester dann mit meinen Kumpels vom Lab und wir treffen uns dann durch und machen Zockerofen und wo segelt der dann hier? Ja, wir zocken und diverse Spiele halt und feiern einfach so bei guter Gesellschaft. Was macht dann ihr? Okay, das war ziemlich unnötig hier, wie der fährt. Ach du liebe Zeit. Es ist wohl nicht der beste Navigator und Steuermann und ja. Aber irgendwie kommen wir dann doch an. Und man sieht noch jedes Pixel von der Spur. Großartig. Okay, jetzt sind wir hier auf Booty Island gelandet. Wir sind runter. Wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, wir sind runter von Scab Island und sind jetzt frei, uns hier zu bewegen, wo wir wollen auf den 3 Inseln. Da ist noch Captain Dreads Karte, die gucken wir uns einmal an. Ja, da sehen wir dann halt hier Booty Island, Fat Island und Scab Island. Das sind die 3 Inseln, auf denen wir uns hier austoben dürfen. Dann werde ich auch noch sagen, wir speichern noch eine Runde. Denn, ihr liebe Leute, wir haben 22% abgeschlossen. Das heißt, die 4 Episoden habe ich an einem Stück aufgenommen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem Jahr im Prinzip wieder. Also wir sehen uns übermorgen wieder. Aber eigentlich ist es ja in einem Jahr sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Silvester. Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Und hoffe, wir sehen uns in alter Frische wieder am 2. Januar zur Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig in der Special Edition selbstverständlich noch. Das hat so einen Ratteschwanz, der Titel, wie dem auch sei. Ich wünsche euch einen wunderschönen letzten Tag vom Jahr 2018. Kommt gut ins neue Jahr rein. Und wir sehen uns dann wieder in alter Frische 2019. Ayan Yankee.